Von harten Willkommen, wie? Party, Platt und Plüschmoss. Ah, von harten Willkommen, Hilka. Immer wenn ich schön die Tau hören. Ja, ich habe wieder mal eine Party reingebracht, denn wie schnackt ja über das wie eigens am best schnackt, ne? Also, das ist ja richtig allen Reich, nu, ne? Tradition. Ja, ein Durbrenne, absolut. Ja, worüber schnackt wie Lisa? Oh, wie schnackt über Festivals. Wie bringt in Düsse gräsig, düster Tiet, bringt wie nun noch mal ein Bät in den Sommer durch. Und Richtig. ich freue mich richtig drauf. Irgendwie wie in der Färbereiten bin ich so durch die ganzen Festivals nochmal durchgegangen und bin, ob dann ich diesen Sommer Band bin. Und dann habe ich gedacht so, boah, ich habe so viel belebt. Ich weiß gar nicht, ob das alles in eine Folge passen deit. Von daher, lass uns doch mal gleich starten. Hilka, was wäre dein erstes Festival? Nee, drauf ich noch einmal was über die Okay. Verläden vor euch sagen. Da habe ich nämlich Oh was ja. vergessen. Da habe ich was vergessen. Das hat mir leid. Kannst du dich noch an das Zitat erinnern, was ich gebracht habe? Von Nietzsche. Ja, Freud. Nietzsche. 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 Ja. Ja, dieses Zitat, total wichtig, Popkultur, habt ihr auch all überschnackt, uns liebsten Superhero, Schauspieler, Conan, Terminator, wir lebt Ah, in all. Das Zitat von Nietzsche ist auch gut der Film Conan der Barbar. Das ist echt Conan. nein. Doch. Nein. Was mich Die nicht 16 umbringt, macht mich Hale-Film stärker. nichts. Die Ja. 16 Hale-Film nichts, aber das. Ja, das ist echt, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Also sogar da, Nietzsche ist überall. Wenn Sie die Wahnsinn. Verleden Folge noch nicht gehört habt, bitte reinhören und natürlich auch uns Sünnefolch mit über Arnie Schwarzenschnitzel, uns liebsten Terminator. Absolut. Das lohnt sich doch nochmal wieder runterhören. Dave folgt Utah Groben und doch mal wieder runterhören. Ja, das wäre in Kombinationsfolge mit einem anderen Podcast mit der Genau. Landjugend mit UE. Richtig witzige Kerls. Yes. Das auf jeden Fall. Vielleicht können wir der ja nochmal wieder aktivieren. Ja, ich möchte mit die habt auch gar keinen einzigen Film mit Arnie gesehen, richtig? Nee, die wollen ja so ein Betten ran, das weiß ich auch noch. Ja. Ja. Aber wir habt richtig schön us Ani Faszination, habt wie richtig schön ut lebt in dieser Folge. Das war richtig schön. Hat mich richtig befriedigt. Ja. Weißt du noch, wo groß Arnis Bizeps weh? 56 Zentimeter. Ja, Hammer. Ja, mag ich Arbeitet wie noch ständig an. Witze öwe. Ja, ja. Jetzt bin ich noch hart dran am Arbeiten. Ja, aber durch unser eigenes Thema. Du hast mich gefragt, was ist mein liebstes Festival oder was ist das erste Festival? Ich weiß gar nicht mehr. Mein liebstes Festival? Ja, fangen wir mit dem nächsten Festival von Düt Jahr an. Dürtjana, klar, das Mira Luna. Oh. Machst du mal für Day, keine Ahnung hat von Mira Luna, machst du mal vertellen, was das eigentlich für ein Festival ist? Ja, das Mira Luna ist ein Goth-Festival, ein Grufti-Festival und eins von der größten in der Welt. Das Ja. ist so ein Betten Hickhackere zwischen das WGT in Leipzig, also das Wave Gothic Treffen und das Mera Luna wecket nur das größte Grufti Festival von der Welt ist mal hättet ein mehr Tickets verkauft, mal das andere. Ob jeden Fall zwei war nicht große Festivals, mit beiden andere Utrechten. Das WGT, das ist ja so ein Stadtfestival, wo ein auch mal lütschere Bands und Künstler ankicken kann und wie das Mera Luna sind die großen Headliner. Auch Newcomer-Bands, das ist auch immer schön, die habt auch einen Song-Contest, wo ein mitmachen kann. Und da ist dann auch viel Programm mit Lesen von Markus Heitz, Christian von Aster, hier die Ex-Frau von diesen Kerl, der immer über die Dodbleven Lü schnackt. Wo hätten die? Oh, meinst du der Lydia? Lydia Sei so Bennecke. Gerichts. Ja. Ja, Lydia Bennecke, die liest auch gern oder vertellt was von ihrer Arbeit als Kriminalpsychologin, ist sie, glaube ich. In kann da Schminkworkshops machen, Modenschau, Giftart, alle mögliche. Und eben, das Und, ist richtig schön. und all sind richtig schön fix Gothic-mäßig gut mockt. Richtig schön. Ach,
Die Oh. Lü trägt sich dann natürlich richtig schön an. Das Schöne ist eben, du hast eben richtig diesen Festival-Charakter. Auf dem WGT gibt es auch so einen Campingplatz, aber irgendwas hätte da jeder ein Hotel oder ein Airbnb oder so was. Und ja, Mera Luna sind dann doch die meisten Leute auf dem Campingplatz. Das, hey, du hast richtig das Campingplatz, Festivalgefühl und ach, ich lebe das ja so richtig gut zu werden. Ja. Ne? Und das ist ja, ich finde gerade, das ist Leben auf dem Campingplatz. Das macht so viel von diesem Festival-Feeling gut. Also für mich mindestens 50% durch die Camps tau kicken, was die Lüdo eigens eins für Malle Sorgen abbaut, wie der rumlobt, denn hier mal schnacken, da mit trinken. Das ist so locker schön und du kommst einfach an Menschen ran, an die du sonst nimmes kennenlernen wirst. Ja, das ist richtig cool, mega schön. Und ich muss auch sagen, auch Plattdeutsch wäre so ein Ding irgendwie. Da sind dann Lü lang loben und der hat dann Moin, Moin, Moin roben. Und ich habe, Ah, Snackschi platt. Und dann das glied mit ist ja Lüschne. cool. Ja, was richtig schön. Und ähm, ich glaube, ein von meinen Highlights, weil ich habe ja zwei Lüe von uns Tauhörers kennenlernt. Nein, wie Und doch, witzig. richtig schön. Ich sage nur nicht Sind die die auf die Norms Tau mit. kommen? Ja, ich habe mit dir schreiben. Einen habe ich auch bei uns Podcast-Aufnahmen in Hannover in der Theater- und Küchengarten all kennenlernen. Die hat mir gesagt, ja, ich bin auch da. Und ich gesagt, super, ja, dann lad uns da doch mal drüben. Und mit der Anne habe ich all lang schreiben und dann haben wir uns da verabredet und kennenlernen. Ja, das wäre richtig schön. Wie witzig. Witzig, Ja, ich ha so ein paralleles Beleven um Wacken, aber da ja, vertelle ich ja noch über. Wie witzig. Ja, ja. und ich möchte noch mal dazu sagen, us Freitag jümmes bannig, wenn ich us mal anschnacken, wenn wir im Bett einen Trüchmelden kriegt, wie, klar, wie mag den Podcast und sendet den ja gut ins Internet, aber schauen Feedback interessiert uns natürlich auch bannig. Mhm. Richtig, auf jeden Fall. Darum schrieft uns gern, wo immer Sie möcht, ob Instagram, E-Mail, was auch immer, wie versöcht immer tau antern. Ja, Uhl Das will ich geht, auch nehmen. ja, Oder der ja, Duf. eben. Das geht nicht immer super fix, aber wie versöcht als immer tau antern und wenn Sie auch mal sagt, hey, wir würden das super cool finden, wenn Sie mal bei uns vorbeikommt oder vielleicht bei uns mal einen Live-Podcast aufnimmt, schrieft uns gern an. Genau, da sind wir jümmes Orpenfair. Oder ein Eben. Festival morgen. Ja, ich gucke auch gerne auf dem Festival. Richtig gerne. Absolut. Ja, also jedenfalls das Mera Luna wäre richtig schön. Ich habe ja 2 Jahre UZ. Ja, klar, ich glaube, 2 Jahre habe ich UZ. Oh, und das wäre richtig schön. Das, wenn das Wetter wäre mega, das wäre nicht Tau-Hit. Und da so richtig Wetter in die Szene in Taudükern. Also, Ja. hätte mir richtig, richtig bliedmorgt und dann. Nee, ich frage erstmal, machst du mir noch eine Frage stellen, sonst vertelle ich hier bloß Ja. davon. Nee, Ja, ich habe nämlich noch ein, also die Fragen aller Fragen. ja. Wo lang hast du brucht, um die Fahrrad zu morgen? Ah, ähm, ich habe da ja ein paar Mal mein Outfit wesselt. Und Alter, das ist so witzig. Ja, ja. Also ich würde sagen, auf normalen Festivals Herr Weg feiert doch das Liga an und du wesselst am Dach vor dein Outfit. ja, und dann muss ich ja Okay, auch vertell wieder. das Make-up anpassen und so wieder. Also ich wäre echt fix, ne? Ich wäre für, also die Grundschminke, die Optodran, da hätte ich, glaube ich, bloß eine Dreiviertelstunde verbraucht. So, und dann, das wäre dann das Dach-Outfit, das Starter-Outfit, und dann am Nachmittag hätte ich nochmal die Kledaschen wesselt und für den Abend dann natürlich nochmal ein Fell trocken, dass das ein Bett warmer ist und so wieder. Und da habe ich dann schöne Outfits anhat. Ich kann leider düstet ja bloß eine Nacht da blieben. Das wären short, aber das hätte nicht anders passt. Ich hoffe, in der Taubenjahr kann ich wieder 2 Nächte da blieben, von Freitag bis Sonntag. Aber in düstet ja, was das nicht anders möglich. Und ja, das war richtig schön. Aber ja,
Ich habe richtig Gas gegeben, ich habe richtig Party gemacht. Am Sonntag ging mir das nicht so gut. Erfolgreich, würde ich sagen. Ja. Und da habe ich dann Betten kommodig gemacht, da habe ich mich Hm. nicht so doll obbrezelt. Da hätte dann einfach, es war der Kledaschen, ich habe dann langt und das, was auch den Dach im Betten hitter. Hm. Da habe ich dann bloß Gottes Wattebuchsen anhat und ein T-Shirt und bloß wenig Schminke, aber eine große Sonnenbrille im Gesicht. Das ist super Bleach. Ja, Ja, klar. Einfach die Sonnenbrille umsetzen. ja. Das wäre dann gut. Aber ich habe auch ein großes Highlight hat an das Festival. Und da hätte nämlich die Band Heilung vorletztes Konzert gespielt, bevor der in große, lange Pus macht. Und ein weet ja, wenn ein Band sagt, wir mogt ein Pus, Hm. bedeutet das nicht so viel goldet. Hm. So, und Heilung, das muss ich sagen, vielleicht hätte auch der ein oder andere mal einen Live-Auftritt von der Band sehen. Das ist krass. Das ist kein Konzert, das ist ein Ritual. Oh, Ein, okay. ein heidnisches, nordisches Ritual. Klingt wild, auf jeden Fall. Ja, das gibt bei YouTube ein Video, wo mal ein Lied mitnehmen worden ist. Das kann in sich ein bisschen ankicken, aber das bringt nicht diese Stimmung mit drin, die das gave. Also das wäre mega krass. Also ich bin da richtig rindükat. Ich hab gedacht, so, ich bin hier nun in das 5. Jahrhundert oder so, wie ein germanische oder Wikinger Ritual, Dodenspök beschwören, ja, Schirrwarn, sowas. Das wäre mega. Richtig krass. Ich hoffe, Wahnsinn. ja, also ich hoffe, Heilung kommt durch. Bitte, bitte, Labelband. Wenn ihr das hört, Hm. ich bin ein von Joe, ist auch Dütscher, der kann uns vielleicht verstehen. Und ich mag ja auch Texte ob Allhochdeutsch und Allsässisch, also könnt ihr sicher auch Plattdeutsch verstehen. Bitte kommt zurück, die sind großartig. Oh, oh. Also, wenn ihr wirklich hören wollt, sind natürlich auch von Hatten gern in Lord hier einmal im Podcast kommen und dann beten wir eure vertellen. Das wäre richtig cool. Ja, also Stark. bitte, live Tauhörer, schrieft in uns Namen an Heilung, E-Mails, sie sind von Haten in uns Podcast in Laden. Ich finde das auch so krass, was einfach denn diese Menge an Lü morgen deit. Wenn du da so viele Lü hast, die das all mitmorgt, für ein paar Jahr, weil ich auf dem Hurricane, da waren die Ärzte. Und die habt eine Schreilaola mockt. Und dann schön die Lü von ganz achtern schon anfangen zu schreien. Und dann schaltet sie Schrei so noch führen wannen. Oder das Gebrüll oder was auch immer. Und wenn du so magst, hast, wie das Gebrüll von Achtern anruscht kommt, wie so aus einer richtig dicke Welle, ich krieg nur noch Gäushaut, wenn ich da über nachdenken darf. Wie diese Energie von den Menschen, dem mockt doch einfach was mit ein. Das war ich so irre. Ja, krass. Die Ärzte sind auch noch auf min To-Do-List. Die habe ich noch nie nicht live sehen. Ja, ich bin mit den, ja, ich hab den halt super, super viel gehört in meiner Jugend. Von daher krieg ich doch immer diese Fälle gerade warmer gefühlt, diese Nostalgie, wenn ich die Ärzte sehen darf. Hätte auch richtig Spaß gemacht. Du machst einfach, dass die voll Profis sind. Das glaub ich, ja. Aber nu, du bist das erste Mal ob Wacken wählen. Ich bin ja noch nie Ja, nicht ja. ob Wacken wählen. Ich möchte aber auch gerne mal hin. Aber nu, vertell mal bitte von den Wackenbeläfnis. Ich wollte ja noch kurz dafür sagen, falls einer was von den Wacken-Organisatoren oder so das hier hören deit, Entschuldigung, das hier hören deit, wie wollt ihr jemals nochmal das Format Wackensnacken mocken? Also, wenn Ja, die nur für Open sind, für plattische Festivalreporterinnen, ja, bitte. mit Wackensnacken. Wackenschnacken wären wir dabei. Aber ja, genau, Partyplatt ich und bin Plüschmoors vor Wacken. vor Wacken, definitiv. Und wie würde auch so gut hinpassen? Wacken Ja. wäre glücklich von all den Festivals, die ich nur mitmockt hab, mein liebstes Festival. Ich muss sagen, für all die, die noch nicht so viele Festivalfolge von uns hört hat, ich habe für 2 Jahren angefangen, auf Festivals zu arbeiten. Wie ich über einen sieht, sind die einfach wahnsinnig dürr. Und über anderen sieht,
ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen und dann war so, das Dach war einfach ein Betten lang. Und habe mir gedacht, okay, wie kann ich denn trotzdem auf das Festival kommen? Wie kann ich vielleicht ein Betten Geld spuren? Wie kann ich was total Spannendes beleben? Wie kann ich vielleicht auch mal behind the scenes kicken? Also achter der hellen Kulissen. Und dann ganz stumpf habe ich angefangen, mich dort zu bewerben, um auf den Festivals zu arbeiten. Und das hat ziemlich gut geklappt und ich habe die witzigsten Jobs gemacht. Und ich glaube, der Top-Job, den ich jemals gemacht habe, war Haare flechten. Also Haartüdeln. Und um Wacken und um Deichbrand habe ich Haartüdelt. Wir sind da wie ein, ich will gar nicht gesagt, das lebe nicht hier, aber auf jeden Fall ein großen Anbieter für Zigaretten. Wie ein Stand hat, wo Lü hinkommen können. Die können sich dann schminken lassen, gerade um Wacken, das ist ganze nordische Geschminke, da wollt total im Wikinger-Style sich da schminken lassen und sich dann auch die hohe und Bärte tüdeln lassen. Total witzig, ich habe nimm es in meinem Leben so viele Bärte tüdelt. Und dann die ganzen Ragnars und die hellen Schildmeiz und so, da werde wegloben. Und das hat so viel Freit gemacht. Wacken, muss ich sagen, weil das bestorganisierte Festival, ob das ich mit nu wär. Und das, obwohl die bummelig nenk dich dusend Lüder habt. Da muss ein sich mal vorstellen, nenk dich dusend. Und ich bin in dieser Szene überhaupt nicht bin. Also ich höre privat kein Metal. Funde aber wirklich bannig witzig, wie als du da von Heilung vertellt hast, muss ich so an Trollfest denken. Trollfest hat am Sinnabend um 12 Uhr die Stage open mockt. Und das sind einfach dicke, ole finnische Kiels in Flamingo-Outfit. Und der mag dann da Heavy Metal. Und ich hab mir die ankäken und hab die so viel. Dann hab die da Polonaise, da den Matsch mockt. Denn ich weiß ja, Wacken was hat. Wacken, da brug ich mir eine Gummistäpel. Aber so heftig? Alter, das hat so regend am Mitwägen. Das war alles einfach nur der Acker ist dann einfach nur Wattenmeer. Wir haben wirklich gesagt, wie Gott nicht Watt wandern, wie Gott Wack wandern. Echt, du musst dir die Gummistäpel nochmal mit den Gaffer an den Beinen festtapen, wie du sonst die Gummistäpel verleihen da ist. Krass. Und wie stünden ja zum Glück mit uns Stand, wollen wir im Drögen und ich will sauber, ich habe ein Hotelzimmer, wo ich dann abends dann auch duschen kann und so. Also Hochachtung für all die Wacken mit dem Open Campingplatz mockt. Sie sind irre. Wirklich. Wahnsinn. Das ist cool, das ist dreckig, das ist hammer anstrengend vom Campingplatz. Die meisten bummelig in Stunden tau die Bühnen hin. Dörr düssen Schlamm, also irre. Und, was ich auch sagen muss, das sind mit nur die liebsten Menschen, die ich kennenlernen darf. Auch um die Brand sind total die lieben Menschen, um Airbeat, Pangea, überall. Aber diese Wacken-Family, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und man mag auch, dass viele mit dem Festival so old worden sind und dann vielleicht sich auf dem Festival kennengelernt habt und nur die Kinder mit dabei sind. Das war so schön, so liebevoll und alle dann mit ihren Kutten. Und das war auch so witzig zu sehen, das ist ein krassen Unterschied zwischen zum Beispiel der Airbeat, wo ja ganz viele eher so sind, so, ja, ich würde sagen, so um die Mitte 20 und viel krass taurecht morg, die Haare wahnsinnig flecht, noch mit total vielen Haardalen bin und die sind halt mehr dafür, okay, das muss Instagrammable werden und schicke Bille mit dem Mocken und man muss gaut ut sein. Und um Wacken ist das den meisten irgendwie so bad, egal wie sie ut seid, die sind wirklich für den Spirit durch, für das Festival. Der kommt von überall ob die eher. Ich habe da eine, die kam aus Kanada. Nur für das Wacken. Das war irre. Ja, also, das war das coolste Festival, was ich so belebt habe. Mit dem coolsten Job noch, was ich dann so habe. Wir dann 6 Stunden am Tag halt einfach Frisuren mockt habt. Ohne Schnien und allem drum und dran, halt wirklich nur Flechtfrisuren. Und da ich nur mit mal Geld für den da, halt nimmes dacht. Total schön, hat mir richtig vergeben. Und ja, ich hoffe, dass der Tag kommen, ja auch wieder morgen kann. Ja, dann natürlich aber als Festivalreporter. Ja, ja. Und als ich als 16 um Wacken habe, ich auch einen Plattschnacker droppen. Und um Diekbrand auch 2, 3, weil mich so freit hat. Und ich dachte so, yes, 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 yes. Wie könnt ihr gerne einen Platz schnacken und ich mag die da wie der Horn noch schick.
Ja, weil großartig. Was auch noch total kommt, was einfach richtig Spaß machen deit, wie das im Job ist, dass die Böen ist direkte Mann gegen Irwe von us Stand. Also König sogar der heilen Bands. Das ist nicht so, dass ich dann irgendwo oben, wenn ich auf dem Parkplatz sitzen da und dann die Lü in Wiesen mört und gar nichts von dem Festival richtig mitkriegen da. Nee, ich krieg das alles mit, ich könnte die Bands kicken und da habe ich wirklich gedacht so, boah, wie viel Glück kann ich eigentlich haben? Kann Ja. ich noch im Betten tanzen und ja, blank wie Hortüdeln. Ja, Ja, also Wacken ob war das, krass. ja. Ja, ob das Mera Luna sind ja dann auch immer viele Lüe, die das Wegen und für ob Wacken erwähnt sind. Oh ja, Ja, das ist ja Tondel übersneezig, das ja so ein Betten. Und jed ein, das ist immer so, Wacken ist, ja, Schlammlawine, ist bloß Modder, aber Mera Luna ist meistenteils goldet Wetter. ja, Und dann witzig, kommt oder? die, ja, und dann kommen die Lü von Wacken, sind fix und fertig und die sagt dann mal, ja, Mera Luna ist dann immer, dass in sich so ein Betten von Wacken verpusten kann. Ja, ja. Und oh, das war auch so witzig. Dann war ja dort diese hele Schlamm und Matsch und eins war kalt. Und die hatten eine, wie us oben Staul sitten, taun Tüdeln, der ist Sanitäterin. Und der hat auch vertellt, wie Guns N' Roses. Der hat dann irgendwann gesagt so, ja, und jetzt hier nochmal schön Wall of Death. Das ist dann halt, wenn alle Lü und Nanne geht und dann, wenn das droppt, also wenn der Beat dann wieder kommen deit, dann werde oben Nanne Tau stürmt. Und Derby hatte so viele Knochenbrüche, so viele Sehnenrisse, so viele Bänderrisse, dass das Sykus in Itzehoe voll wir und die alle nach Hamburg bringen müssen. Und, oh Da hab ich auch nee. gedacht, ja, und dann kann ich mir vorstellen, dass man sich von so einer Sorge erstmal verpusten muss. Mhm. Ja, Ja. ok, also irre. Und das Witzige, du wirst ja oben Mera Luna und ich will das Wägen entern oben Pangea. Das ist wie im Mhm. Welten Achter Rostock. Ähm, krasse Gegendale, also so ein richtig schönes Kulturfestival, bunt, also komplette Mang eine Parallelgesellschaft, so, der nennt sich auch der größte Spielplatz für Wussenlü. Und da kannst du alles morgen. Da kannst du surfen, da kannst du schwimmen gehen, da kannst du irgendwo Perlen tüdeln, da kannst du zum Beispiel Plattdeutsch Yoga morgen, was ich denn da anbauen habe. Und ach, der Rave Train feiert dort der. Das ist wirklich so ein ganz grode Tuch, wo in den Waggons DJs zum Beispiel sind. Und da ist auch jedes Wetter, gaudet Wetter. Irre, Ja. das Wacken und ja, dann einfach so ein Wägen in jedes hat. Aber das Ja. gehört Glöwig Town gefeuert dort hau. Ich glaube auch, wenn das auf einmal goldet wäre, wie Wacken, dann wäre das nicht Wacken. Ja, genau. Und sie dann so, was ist denn hier los? Irgendwas ist anders. Obwohl sie ja verladet Jahr, war das ja echt eine Staubwüste. Da war das ziemlich drüch und warm, hat sie vertellt. Und da ging das wohl gar nicht, weil das einfach nur riesige Staubwolken wären. Also Mhm. Stoffwolken. Ja, ja, ja. Echt irre. Ja, ja, da will mich Wacken beläven. Ich bin auf jeden Fall anfixt und Ja, freue mich, wenn noch Wackentag kommt. und wer Wacken, das ist ja das einzig Festival für die, wo du noch nicht gewesen bist. Ja, genau. Sonst würde ich noch über Airbeat. Das habe ich, glaube ich, Mhm. auf die verletzten beiden Folgen all vertellt. Da Mhm. habe ich einen Job, dass ich die DJs vom Flaukhaufen abheulen dau und dann taut ihren Obtritt feuern dau und ins Hotel oder bei der Flaukhaufen. Und das ist halt jümmes super spannend, weil du mal so richtigen Inblick in diese Szene kriegen da ist, in diese Musikszene. Gerade so, wenn man in nach Hamburg oder Berlin feuert, hast du halt viel Tiet im Auto. Und manche DJs oder gerade die im Achtergrund arbeiten, die Technik, die Fotografen, das sind ja meist die spannenderen Lü, der hat dann richtig spannende Geschichten da erzählen. Und manche sind da wirklich oben, hab Bock drauf erzählen, wo ich jemals wieder nur den Kopf schütteln kann, was die einfach für einen Lebensstil habt. Also Hochachtung dafür, wenn ein 300 doch im Jahr einfach nur in der Wagens ist und von Show to Show to Show, manche Lü weit nicht mal in weg, was für ein Land sie sind oder wo sie gerade Krass. hinfeuert. Ja, die kommt von ihren Obtritt, dann meist ins Hotel, taun Flaukhorven, Flauktüch, Flaukhorven, Auto, Obtritt und dann einzeln wird trüch. Und dann hat die Heftig. nächste Land. Irre. Ja, Ja. und auch da so das ganze Backstage sehen, wie das alles managed ward. Manche DJs habt halt auch viele Extrawünsche,
was man ja manchmal so hören, dass so, zum Beispiel Mariah Carey ist total die Diven und so. Und wie manchen DJs ist das auch so, dass der halt viel extra haben möchte. Oder als Shuttlefahrer, wenn die halt hungrig sind oder sowas, dann sagst du, ja, okay, ich sag die hier noch was ruht, dann halt wie nochmal fix wie McDonalds hier an, ist das okay für die? Ja, okay, dann gehst du mit denen noch äten oder so. Ist halt witzig, in was für Situation man dort noch so rinkommen da. Ja, krass. Genau, das wäre Airbeat und, also ja. Ja. Nee, nee, vertell mal. Genau, und Indian Spirit, das ist so ein Goa-Festival. Da mag ich den gleichen Job quasi, nur für Day-DJs durch. Ist auch eine komplett andere Welt. Einfach Goa, erstmal ist es viel, viel lütscher, werden entspannter und Goa-Lü sind wirklich witzig. Also so Psytrance, Third Day, das ist alles zum Beten. Ass von einer anderen Welt. Also ja, ich lief meine Mutter vielleicht so ein paar Chemikalien konsumieren, um das so richtig drauf verstorben. Aber die sind hammer entspannt und super nett. Ja, genau, das war so ein Festival, wo ich jüngst bin. Pangea war ich ja nur auch all 2 Jahre, wo ich auch total dankbar für bin, dass die auch Bock habt, da Plattdeutsch so zu supporten. Und da muss ich auch sagen, das ist so gut angenommen worden. Für all die das hört, die vielleicht auch beim Pangea wären, von harten Dank, dass die da Fans sind. Ich hab jemals Gott doch fair, so diesen inneren Kritiker, der immer sagt so, oh Lisa, das interessiert doch gar keinen und da will doch überhaupt keiner um Festival da noch Plattdeutsch haben. Und jed einmal werde sind dann so viele wundervolle Lüdur, dass mir das werde so bestärkt in dem, hey, das ist wirklich die Lü, hat Bock auf Plattdeutsch und der möchte das und der möchte auch mal beten, was nee dachtet haben. Und ja, da gibt mir der Pangea immer super viel positive Ja. Energie. Du, das kann ich unterschreiben. Ich habe das ja auch auf 2 Festivals Arbeit, Lütsche Ja, Kulturfestivals. Das eine, das wär so ein Regionalfestival. Das ist das Drömlingsfest. Der Drömling ist ein Naturschutzgebiet zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Und da wär ich inladen, auch für Plattdeutsch, für das Ostfälische Platt. Und ja, da habe ich viele, viele Postkarten von Platt ist cool für kriegen. Und da habe ich nice. dann, Ja. und da sind dann viele, viele Lü und kommen von jedem Öller, muss ich sagen. Jeden Öller und auch jeden Plattdeutsche Kant und dann habe ich mit den Geburtstagskarten schreiben. Oh, Plattdeutsch dann? Ob Plattdeutsch. Oh, das ist so großartig. Ja, Ja, cool. richtig Das ist schön halt. und die Kunden auch so ein bisschen variieren, durch min Multidialektalität kann ich dann so ein bisschen auch ob ingehen, ob die Chord für ein Ostfriesen ist oder für Ostfalen oder für einen, der aus Schleswig-Holstein kommt. Und ja, das hat richtig schön Spaß morgen, richtig viel Spaß morgen. Das war nicht gut ankommen. Und auch da, du glaubst das nicht, da ist ein Hörer. Weißt, nee, Oh, zwei Hörer sind da, wenn. Ja. das ist ja Und krass. der mir auch anschnackt und wann in die Nähe voll kommt und so was, ja. Ja, wie Richtig, cool. ja, richtig, richtig schön. Also nochmal, wir finden das richtig schön, wenn sie kommt und uns Mm, anschnackt, also immer gern. Und dann habe ich noch ob ein anderes Lütschet Festival Arbeit oder für ein Festival Arbeit und ich bin dann auch da gewesen, ein Jazzfestival. Ui, Jazz. Ja, Ist richtig. ist das die Musik? Ich höre Jazz gern so Ton verholen, Ton verpusten, aber ich gehe nur von mir ut gläubig nicht unbedingt in ein Jazzkonzert. Mhm. Mhm. So, und ich werde da eben engagiert, da habe ich dann Texte schreiben für das Festival und mal nicht auf Plattdeutsch, aber auf Hochdeutsch und ähm, wäre dann eben auch dort in Lorden dann wieder das Festival dabei zu werden und das wäre richtig krass, denn das wäre in ein Park von ein Slot auch, von ein Ui. Herrenhus in Rittergut, was das glaube in Rittergut, was wäre das und oh, das wäre so stimmungsvoll, wäre richtig schön und dann wäre da noch ein Lütschen Empfang, wo dann eben die geladenen Gäste und ich drauf da auch mit drin, in der Rittergut drin sind und oh, das wäre ja Wow. was. Ich Edel. lebe ja auch einfach diese ganze Atmosphäre dort drumrum. Also, ob das nun Lütsche Festivals und gerade so Kulturfestivals, da war die auch von Beat Pangea so wundervoll finden auch. Diese Atmosphäre, das erstmal trägt das eine ganz bestimmte Lü meist just an, die wahnsinnig nett sind.
Und wo du wirklich denken, da ist so, hey, ich habe ja richtig Hope in der Gesellschaft, weil dann so wundervolle Menschen hier sind, die so nett miteinander umgehen. Ähm, dann noch ein dulle Ort da kommen da. Ja, großartig. Oh ja, das wäre mega. Und dann habe ich mal die Gutsherrin gefragt, ob das bei ihr eigens immer so schier und abgerühmt wäre. Und dann hätte sie gesagt, naja, sie wohnt ja nicht in all Stufen von der Slot, sondern eigens bloß in Erdgeschoss und in Souterrain. Da habe ich dann nochmal die Fensterin kicken, da ist auch bloß alt von Ikea. Und sie hätte gesagt, den Dach vorher ist sie dann noch mit einem Hulbesen da durch die Stufen, Oh durch die Kammern nein, durch und hätte alles schier gemacht. das ist ja süß. Oh. Ja, von der Schön, dass sie so ehrlich wäre. Ja, von der historischen Villa da alle Stufen runterholt. Süß. Ja, Ach, richtig, cool. richtig schön. Das wäre schön. Und ne, was du auch sagst, so die Leute da mitmagt, also gerade mit diesem Jazzfestival, das wäre auch so schön. Wir da habt dann auch so die Vereine oder Dörp, wo das eben wäre auch so viel Mhm. sich engagiert und Kaugen verkauft und Wien und Bratwurst und so weiter. Das wäre eben auch richtig schön, dass die da so inbunden wären. Ja, ja. Ich will mal, ob das, also erstmal beim Wacken finde ich das auch so schön, wie das ganze Derb feult einfach durch das Festival. Und beim Open Flair ist das, glaube ich, Eschwege oder so müsste das werden, in Kassel. Da verkauft dann auch die Lütschen Kinne, verkauft dann und ihren Kinne-Stuf Finste, dann irgendwelche in so Riegel oder ein alkoholfreie Bier, Limo und so, wie das hele Dörp einfach das Festival mitlaufen deit. Das macht das so schön. Na, klasse. Ach, richtig, richtig Ja, schön. Das ist auch so ein ja, schönes Thema nur für den Winter irgendwie. Nochmal so ja. zurückträumen in den Sommer. So, Ich ja. will auch gerade sagen, ich krieg wieder richtig dieses Gefühl von Sünden auf die Hut und schöne Sorgen antrecken, lustige Menschen, so ein bisschen Ruht und das Alldachsleben. Das finde ich ja bei Festivals auch so ein bisschen Läfter Eskapismus, also einfach mal Ruht kommen Hm. und das eigentliche Leben. Und das hätte ja gar nicht, wenn man sich blöd benehmen muss und nur suchen muss, gar nicht. Aber einfach mal woanders in kann und so den Alldach ein bisschen vergessen. Das finde ich so Ja, schön da an. richtig schön. Ja. Und natürlich das Wichtigste ist Musik. Ja, 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 ja. Oder halt das planische Yoga um. Ja. Oder Kurtenschrieven. Ja. Aber Musik. Hilka, hast du mir einen Hm. schönen Song mitgebracht? Ja, ich habe den schönen Song mitgebracht. Ui, okay, Richtig, ich bin richtig. gespannt. Okay, also, wir sind nicht as du. Ein Wand ist swart. Wir sind nicht as du. Du kriegst nicht Ruht, kein wir sind. Wir sind nicht as du. Wie tut uns in die Strom. Wir sind nicht as du. Und du weißt nicht, wo wir sind. In dat Land von Segel und Hartleid. Hebt wie ob dat Floch für töft. So löft ihn Könige und löft ihn Königin. Wir sind anders. Wir sind die. Das konnte ich nicht sagen. Wir sind nicht as du, wir sind echt und frei. Wir sind nicht as du, aber du kannst nicht sehen, wo kein wir sind. Ist der Englisch? Mhm. You can't see who we are. Ah, nee, gar keine Ahnung. Gar keine. You can't see who we are. Nee, Glück komme ich nicht drauf. Ja, das ist nun eine Retourkutsche. Ah, wer zart, Mann. Ja, wo du mich secht hast, das bist du doof, das lebt ob jeden Nee. Festival. Oh, ich hab nimmer die gesagt, ob du doof Nein, bist. du hast nicht secht, ich bin doof. Das hast du nicht secht, das muss ich So zurücknehmen, das ist böse richtig. Wör sag ich nicht. Ja, Stimmt doch nicht. nee. Aber ja, so düsset lebt, Okay. das lebt nämlich ob Min-Festivals, Rob und Brunner. So, Ja, vertell. das Late hate Children of the Dark. Oh, ha, 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 Oh. ha. Mhm. Mhm. wo, wo kein hätte gedacht, ähm,
Und Children of the Dark, das ist eigens von Mono Inc. und in der Version, in der ich am liebsten höre, da sind dann auch noch andere Künstler ute swarte Szene mit dabei und das war 2016, glaube ich, auch das Lied von Mira Luna. Oh, Und ja, und das läuft auf min zwarte Festivals, Rob und Runner. schön, da will ich nichts mal reinhören. Ja, Children also of the Dark. Kinder Children of von der the Düsternis. Ja, Kinder von der Düsternis. Okay. Dann kriegst du jetzt meinen absoluten Festivalsong von Ja, das Jahr. Okay, bist bereit? ja, ich bin bereit. Ist das noch ein anderer Ast, das von das Verläden mal? Ja, Hartmann ist nicht ganz so meine Musik, aber das will des wirklich, der will your Top 1. Okay. Aber nu kommt mein Festivalsong. Von ein weet ich hellnau, min Stadtlicht in Blau. Dröm mit mi düssen Dröm, denn min Hart slide azuro. Weißt du? Ja, das kenne ich. Ja. Was heißt denn das? In ein Gefeulicht in Wind, du weißt, Leif mockt blind. Doch du musst mi druhen, wär's nicht bang für de Nächt. In Wo, wo heißt der? Ist Napoli, ne? Napoli. Bella Napoli. Bella Sehr Napoli. gaut. Ja, Hefti von den Drom von Neapel. In Bella Blue. Ja, ja, genau. Das war der Song, den habe ich wirklich. Bella. Ja, Napoli. richtig, Yes. richtig schön. Habe ich auch mal, wer da Dean Festival Late hört. Das Ja, kennt auch den habe ich richtig verölt, das Jahr. Das war schön. ja. Ja, nee, Ja, die Taubenfeucht, das war was richtig Besonderes für uns, ne? ja, genau. Wir mochten nämlich eine Special-Folge-Verschau und von dem Sommer geht das wirklich in Ratzfatz in der Weihnachtstiet. Wir mockt eine hell besondere Weihnachtsfolge-Verschau. Ja, wir haben noch nie nicht über Weihnachten schnackt. Nee, komisch eigentlich, warum wir das noch nie nicht mockt habt. Und von daher möchten wir nur unbedingt nachholen. Und wenn ihr doch noch, also wenn ihr einmal Feedback zu dieser Folge habt, vielleicht auch Tipps für andere Festivals, was auch immer, schreibt uns Oder das sie uns gern. inladen möcht. Gerne. Ja, das wird wir Wir noch mal kommen kurz gerne. erwähnen. Genau, und bis dahin, will ich mal sagen, mockt das gaut. Ja, wir freuen uns auf Show und Bettballe. Tschüss! Tschüss.